Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunstinteressierte, liebe Gäste, liebe Gäste. Die Kunstwerke des internationalen viersprachigen Projektes Bilder einer Landschaft werden gegenwärtig in Cottbus-Reschebus ausgestellt, und zwar im Wendischen Museum und in der Brandenburgischen Galerie. Derzeit ist pandemiebedingt lediglich ein virtueller Ausstellungsbesuch möglich. Den Akteuren ist es gelungen, ein in mancher Beziehung fast einmaliges Kunstprojekt auf den Weg zu bringen. Denn was der Begriff Landschaft auf den ersten Blick eher beiläufig zu umreißen scheint, sind im Kern die Lebensgrundlagen menschlicher Existenz. Die verschiedenen Landschaften unseres Planeten prägten den Menschen wirtschaftlich, kulturell, politisch und sprachlich. Der Mensch prägte umgekehrt auch die Landschaften. In der Lausitz sind wir gerade dabei, einen Strukturwandel zu meistern, der einen Wandel der Landschaft beinhaltet. Wir wollen Landschaften in der Lausitz so gestalten, dass sie den hier lebenden Menschen mannigfaltige, positive Perspektiven bieten. Ja, dass sie enkeltauglich sind. Und wenn es um die Zukunft der Menschen in einer Region geht, so empfiehlt es sich, die andernorts gemachten Erfahrungen in die eigene Tätigkeit einzubeziehen. Dazu kann Kunst einen, oft unterschätzten, Beitrag leisten. Das gemeinsam mit vielen Partnern erarbeitete Projekt Bilder einer Landschaft greift genau dieses Potenzial auf. Es betrachtet Landschaften in 3 europäischen Staaten, die im slawischen Kulturkreis einen wesentlichen Teil ihrer Wurzeln haben. Es verbindet aber auch kulturelle Landschaften, und zwar die darstellende Kunst, die Literatur und die Musik. Wir sind stolz darauf, dass dieses Projekt in unserer zweisprachigen Stadt Cottbus-Reschebus seinen, wie wir meinen, krönenden Abschluss findet. Unsere Stadt ist sich durch alle Zeiten hindurch ihrer sorbischen, wendischen Prägungen stets bewusst geblieben. So ist sie auch seit Anbeginn musealer Tätigkeit in ihren Mauern Ort sorbischer, wendischer Museumsgeschichte. Die gegenwärtigen politischen Rahmenbedingungen erlauben uns, gerade auch im europäischen Kontext, Projekte wie Bilder einer Landschaft mit zu organisieren. Dass wir dabei mittlerweile ein Niveau erreicht haben, welches dem kulturellen Niveau in europäischen Metropolen gleichkommt, macht mich dabei besonders stolz. Und dieser Stolz ist für mich auch Veranlassung, mich sehr herzlich bei allen Beteiligten zu bedanken. Stellvertretend für alle erwähne ich hierbei besonders die Stiftung für das sorbische Volk, nicht nur für die finanzielle Unterstützung, sondern auch für die Koordinierung. Die europäische Dimension wäre ohne Unterstützung der Republik Slowenien und des österreichischen Bundeslandes Kärnten nicht möglich gewesen. Verehrtes Publikum an dem Bildschirm, ich wünsche mir und Ihnen, dass es uns gelingt, die Pandemie so weit zurückzudrängen, dass möglichst viele die Gelegenheit haben, sich diese einmalige Ausstellung in Cottbus-Reschebus anzusehen, und verbleibe dabei mit einem herzlichen Willkommen. Wie Taischo Knapp.